Die läuft jetzt immer. Hallo zusammen, willkommen wieder mal in unserer Küche. Wir haben heute ein ganz spezielles Video für euch, und zwar wird heute zusammen gebacken und wir haben noch 2, 3 kleine Überraschungen für euch. Einerseits haben wir etwas Cooles zu verlosen für euch, und zwar könnt ihr die Kaffeemaschine von Melita gewinnen. Es ist ein Vollautomat und am Ende des Videos zeige ich euch, was ihr machen könnt, dass ihr die gewinnen könnt. Und andererseits haben wir einen Gast bei uns in der Sendung, zum ersten Mal, wo ich mich extrem darauf freue. Und wer das ist, das zeige ich euch jetzt. Und unser ganz spezieller Gast heute, das ist Nicole. Sie ist vom Blog princess.ch. Ich denke, einige von euch kennen sie sicher. Und ich freue mich, dass du heute da bist, Nicole. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Vielleicht für die dich noch nicht so gut kennen, um was geht es denn bei dir auf dem Blog? Ein bunter Gemischtwarenladen, würde ich sagen. Nein. Die Fokusthemen sind sicher Food, Reisen, und eine Kollegin von mir, die mit mir zusammen bloggt, macht den Beauty-Teil. Das ist spannend, cool. Also ich bin ein grosser Fan von eurem Blog. Schaut unbedingt mal vorbei. Unten in der Infobox steht sonst noch die URL, da könnt ihr draufklicken, um bei ihr vorbeigüchseln. Und ja, was machen wir heute? Cupcakes! Genau! Und ich habe da eine Spezialistin bei uns, weil wir wären die einfach nie gut. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Und bei ihr, also einfach vom Blog, wenn ich die Cupcakes anschaue, die sehen so schön aus. Ich habe ganz viel geübt. Das ist wirklich. Ich habe zuerst etwa ein Jahr lang jedes Wochenende meine lieben Leute, also meinen Schatz und so weiter, mit Cupcakes belästigt, und irgendwann war es dann auch genug. Und dann muss so belästigt werden. Ja, und jedes Wochenende brauchst du eine neue Variante, neue Sorten. Irgendjemand muss sie doch essen. Also das Geschäft hat dann irgendwann auch genug gehabt. Und, ja. Ich will mich sonst melden. Ja, ist gut. Ich weiss es jetzt. Ja, heute machen wir Espresso-Cupcakes. Und Nicole wird mir zeigen, wie man so ein wunderschönes Topping anfügt. Ich versuche es. Versucht, genau. Ja, und wir nehmen euch damit auf dem... Keine Ahnung, auf was ich euch mitnehme. Gut. Ja, vielleicht auf einen kleinen Tanz zwischendurch. Der Baum. Nein, der Hund. Aber was ist das? Keine Ahnung, das ist ein Baum. Das passt nicht gut. Und der Hund ist... Machen wir langsam weiter. Ja, für unsere Espresso-Cupcakes brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Wir haben 170 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, dann 150 Gramm Butter, 2 Eier, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Kakaopulver, das Backpulver und Espresso, das wir nachher noch schnell rausnehmen. So, mit was fangen wir an? Ich glaube, am gescheitsten lassen wir zuerst den Espresso raus, weil der sollte nicht allzu heiß reinkommen, damit es mit den Eiern gut kommt. So, den Kaffee haben wir. Was kommt als nächstes? Zuerst tun wir die Butter und den Zucker in die Schüssel und noch eine Prise Salz. Dann kommt der Zucker, hast du gesagt, gell? Genau, dann den Zucker. Und eine Prise Salz, oder? Genau, ja. Sehr gut. Und jetzt müssen wir das kurz in der Küchenmaschine rühren. Outtakes machen mehr Spaß. Genau, ich finde auch. Ja, als nächstes kommen die Eier rein. Wichtig ist, dass die Zimmertemperatur sind, gell? Ja, genau, habe ich gemacht. Weißt du wieso? Sag nochmal, ich weiß es nicht.
Was ist mit dem Butter zusammen irgendwie? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Okay. Kannst du das bitte dann alles wegschneiden? Das gehört dann nicht rein, Anni. Nein, das gibt ein einstündiges Video. Ja, unbedingt. Anni, die Outtakes rein. Sorry Nico, es kommt alles rein. Jetzt können wir zeigen. Sorry, Schatz. Oh, danke. Doppelmaterial nachher. Genau. Das Lustige bleibt definitiv drin. Das wollen die Leute sehen. Was kommt als nächstes dran? Genau, als nächstes tun wir 2 Eier rein. Und dann das dann noch ein bisschen weiter zusammenrühren. Das Wichtigste kommt noch rein, Kaffee. Und dann rühren wir noch mal eine Runde, oder? Genau. Gut, dann kommt als nächstes das Mehl rein, Kakaopulver und Backpulver. Einfach Wie viel Backpulver brauchen wir? 1 Teelöffel Backpulver. Also 2 Esslöffel Kakaopulver. Für wie viele Personen ist jetzt das Rezept? Das ist für rund 12 Cupcakes. Das sind wirklich viel, das sehen wir dann. Ein. Und 1 Teelöffel Backpulver. Sehr gut. Jetzt müssen wir das nochmal rühren und dann ist eigentlich unser Ist der Teig schon gemacht? Genau. Und dann geht es um das, was mich besonders interessiert, wie man das schöne Topping ankriegt. Ich gebe mein Bestes. Das sieht schön aus. Machst du sehr gut. Ich habe ganz viel Schmier gegeben. Also fein. Jetzt ist der Teig fertig. Jetzt kommt er in die Förmel rein, oder? Genau. Und er ist wieder fein. Hast du da einen Tipp, wie viel man reinfüllen soll? Also so von der Hälfte oder ein Drittel? Es kommt aber ganz aufs Rezept drauf an. Aber ich hätte jetzt gesagt, der Teig hier ist eher knapp. Das heisst, maximal die Hälfte hätte ich jetzt gedacht. Aber je nach Rezept, Anzahl Backpulver etc. gehen es etwa um die Hälfte Uhr. Also muss man sagen, das Rezept ist von mir, nicht von der Nicole. Also darum Ich bin nicht schuld. ist sie nicht schuld. Was du natürlich auch könntest machen, du könntest jetzt, es kommt darauf an, wie flüssig der Teig ist, aber du könntest auch den jetzt mit dem Spritzsack eigentlich einfüllen. Dann zuerst den Spritzsack rein tust und dann kannst du ihn super portionieren. Ah, das ist auch eine gute Idee. Muss man halt zuerst umfüllen, aber dann hast du es wahrscheinlich viel genauer drin. Oder? Ja, genau, aber da hast du jetzt eigentlich relativ wenig Teig. Also wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel Ausschuss produzieren, indem wir es noch umfüllen. Ja. Weißt du, Das ist schon wieder genug. Hier doch ein bisschen. Sind so deine Lieblings-Cupcakes? Ich habe so viele verschiedene Sorten ausprobiert. Was ich mega gerne habe, ist Äpfel, also ein Küchlein mit Äpfel und das Topping mit Karamell, was auch super fein ist. Also einer meiner Lieblings. Ich habe mega lange gute Schoki-Cupcakes gesucht, weil die amerikanischen sind eigentlich hauptsächlich mit Kakaopulver. Das ist halt einfach, du kennst es, das ist halt genau das Küchlein. Und so ein richtig geiler Schoki-Kuchen-Cupcake mit einem Himbeer-weißen Schoki-Topping gibt es bei mir auf dem Blog übrigens. Also das lohnt sich, glaube ich, mal vorbeigehen und schauen. Und ausprobieren. Und ausprobieren, auf jeden Fall. Und essen. Und einen Kommentar bei der Nicole dort lassen, wie es Ja, also nachher übertreiben rausgekommen wir ist. es jetzt nicht, das ist gut. Wir haben übrigens bei unserer Hochzeitstorte auch Schoki-Himbeer gehabt. Ja, also gut, es gibt viele Leute, die, also meine Chefin hasst Frucht-Schoki-Kombination. Ja, ist schon Geschmackssache, gell? Aber ich esse es mega gerne. Wir müssen hier ein bisschen Seitenwechsel. Wir machen hier Freestyle Cupcakes abfüllen. Probieren ist immer gut. Ja, was
Was man vielleicht noch sagen zu dem Rezept. Übrigens, das ganze Rezept findet ihr auf dem Blog lidlcity.ch. Ist auch unten dran verlinkt. Das Rezept langt wirklich ganz genau für 12 Cupcakes. Also wenn ihr gerne ein bisschen mehr machen wollt oder noch ein bisschen grössere Cupcakes möchtet machen, dann ja, könnt ihr auch 1,5 Menge machen oder doppelte Menge, wie ihr es halt wollt. Gut, spannend. Michelle, willst du auch noch probieren? Schmeckt das ein bisschen. Weißt du, wie es schmeckt? Kennst du die Blechküche, die Schokoblechküche mit den Kokosraspeln oben drauf? Ja, das ist etwas vom Besten. Das schmeckt genau so. Stimmt, stimmt. Mit dem Kaffee drin. Doch, aber das Häckchen, dort hat eben auch Kaffee drin. Ja, umso besser. Umso besser. Wir sind fertig, ich darf jetzt. Ja. So, wer will einen Löffel zum Abschlecken? Ich kann schon. Michelle? So. Ich kann schon. Oh. Hast du die Zähne ausgeschlagen? Super. Es gibt einfach noch am Schluss mehr Outtakes wie irgendetwas. Oh, ich wollte den Löffel abschlecken, dann kann man voll den Löffel an den Sack hauen. So, wir haben sie fertig abgefüllt und auch schon fleissig probiert. Sie sind wirklich fein geworden. Und jetzt kommen wir für rund 20 Minuten 170 Grad, bei 170 Grad in den Ofen. Eingestellt haben wir den Ofen auf Oben-Unterhitze, also normal. So, unsere Cupcakes wären fertig und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil, oder zumindest der schönste, und das wäre das Topping, wo mir Nicole jetzt endlich verratet, wie wir das schön ankriegen. Ja, also grundsätzlich ist es Übung. Also ganz viel Übung, meiner Meinung nach. Und wir tun jetzt das erste Mal den Butterschummig schlagen. Wir haben hier, wie viel Gramm haben wir genommen? 100 Gramm Butter. Genau, tun wir in die Schüssel. Ist weich, weil du glaubst schon, ein paar Stunden vorher, ist auch wichtig, dass der super weich ist. Also nehmt den wirklich, wenn es geht, auch schon einen halben Tag vorher zum Kühlschrank raus und lasst den weich werden. Das ist jetzt Okay. Bei mir sind es jetzt rund 2 Stunden, aber ich hoffe. ja, das langt. Gut. So. Also, wir haben den Butter schon geschlagen. Das ist natürlich einfacher, je mehr Menge das wir haben, je einfacher geht es mit der Maschine. Ich kann es nicht so machen. Dann nehmen wir den Puderzucker. Das sind jetzt 350 Gramm, oder? Haben wir gemacht. Und vorher Zwiebeln, weil sonst gibt es je nachdem Klumpen. Kannst du schnell machen? Richtig schön. Kaffee. Wie viel ist Genau, das? das ist 30 Milliliter Espresso. So, und jetzt gehen wir nochmal unter die Maschine. Ja. Also, das Topping hat jetzt eigentlich gerade eine gute Festigkeit. Man kann es, ohne dass man es jetzt nochmal kühlen muss, aufspritzen. Die Stabilität ist natürlich vom Puderzucker. Wenn man das nicht gerne hat, kann man natürlich auch ein bisschen weniger drin machen. Dann wird es einfach ein bisschen flüssiger, also weicher, sagen wir es so. Und Dann haben wir kann jetzt eine schöne ja, Form. beziehungsweise man muss es vielleicht allenfalls vorher nochmal schnell in den Kühlschrank tun. Und auf was muss man da achten bei diesen Aufsätzen? Gibt es ja jenste verschiedene, wenn man im Laden schaut. Das ist der Klassiker eigentlich. Also ich weiß nicht, darf ich den nennen? Das ist jetzt 1M-Tülle von Wilton. Das ist so eine Standardtülle, wo die gibt so klassische Zacken, also so du machst damit so zum Beispiel so Rosentoppings, wo du dann einfach wirklich da die schöne Musterung im Topping drin hast. Es gibt noch ganz viele verschiedene andere, ganz klassische Runde, wo keine Zacken haben oder es gibt ganz verschiedene Sachen. Da kannst du die austoben. Super. Ich habe heute einen Plastiksack dabei, also es ist so ein Einwegsack. Es gibt natürlich auch Stoffsäcke, die man immer wieder abwaschen kann. Für die Plastiksäcke die kann man super mit diesen Adapter brauchen. Man muss natürlich
keinen von denen brauchen. Man kann auch einfach abschneiden, die Hülle vorne rein tun. Oder eben, wenn man es ein bisschen komfortabler will, kann man mit diesen Adapter arbeiten. Wie das funktioniert, ich tue den inneren Teil des Adapters in den Sack hinein. Führen drücken, wie er etwa muss sein. Und dann hier vorne tue ich mir kurz einkerben mit dem Nagel, damit ich weiss, wo ich nachher abschneiden kann. Was ist das einfach so 1 cm weiter hinten oder so? Ja, damit es natürlich jetzt nicht nachher dann zwischendurch drückt zum Beispiel. Dann schneide ich den Sack hier unten ab. Das musst du machen, ich bin links. Das funktioniert gerade nicht. Das ist ja Teamwork, Ja. oder? Genau. Dann tun wir den Adapter wieder rein. Genau, wenn er zu fest hinten abschneidet, dann rutscht er raus natürlich. Dann kommt, ja, Ja. dann kommt die Hülle vorne drauf. Und das Tolle an diesem Adapter ist, du könntest jetzt eigentlich, normalerweise machst du ja die Hülle in den Sack rein, wenn du einen Einwegsack hast. Und wenn du es so nutzt mit dem Adapter, kannst du theoretisch die Hülle zwischendurch wechseln. Wenn du das Topping okay. im Sack rein hast. Und man verschiedene machen. Ja, genau. Ja. Und dann kommt der Ring drauf zum Stabilisieren, also zum Befestigen, genau. Danke, Nadi. So. Und dann ist der eigentlich schon fertig zum Brauchen. Sehr gut. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, jetzt kommt die Fuseli-Arbeit. Ich rolle mir den immer ein bisschen runter. Dann habe ich immer meine bessere Hälfte plagen zum Heben. Jetzt musst du mich Jetzt plagen. kommt Valeria dran. So. Und dann tut man es am besten mit dem Spatel, Gummischaber, was auch immer, einfüllen. Bei mir ist es ja mit da schon gescheitert. Du hast ein riesiges Schlachtfeld Ja, wenn du es veranstaltet. allein machen willst, wie machst Ja. du das? Also, was ich manchmal noch cool gefunden habe, je nachdem wie das Topping ist, wenn es zu flüssig ist, geht das natürlich auch nicht, aber du kannst den, wenn auch die Menge nicht zu viel ist, einfach ins Glas hineinstellen. Ah, das ist eine Und den gute Sack Idee. vielleicht dann außen über das Glas abstülpen. Das habe ich auch schon probiert, aber es geht auch nicht immer. Also wenn ich es wieder mal mache, Schatzi, du musst mir helfen. Genau. So. Dann schauen, dass er hinten nicht, also wir haben da vorne schon ein bisschen Luft drin, aber dass hinten nicht zu viel Luft drin ist. Und dann das Ganze versuchen abzuschieben. Und dann haben wir da bereit. Sieht ja richtig professionell aus. Jetzt müssen wir das aber wirklich schnell verarbeiten, weil die Butter, die drin ist, wird natürlich immer weicher. Und wenn wir es nachher in der Hand drin haben und warme Hände haben, auch. Also, Ja, dann legen wir los, würde ich sagen, oder? genau. So. Was natürlich auch noch wichtig ist, schaut darauf, dass die Cupcakes möglichst schon abgekühlt sind. Weil wenn ihr jetzt mit dem Buttertopping kommt auf die warmen Cupcakes, funktioniert nicht so gut. Also, ich nehme, wenn ich jetzt so einen Einwegsack habe, man kann natürlich Gümmeli rundherum tun, um es hinten wirklich fixieren. Ich nehme es meistens so um den Finger herum, damit ich von hinten her wirklich kann drücken kann. Soll ich? Oder sollen wir einmal machen? Ja, ich glaube, mir Also wäre es es lieber, gibt- wenn du... Okay. mal Also es gibt schaust. verschiedene Spritzmethoden jetzt mit dieser Tülle. Entweder Theorie von innen nach außen oder von außen nach innen. Und was findest du besser, oder wie machst du Also das? willst du leicht kleine Türmchen in die Höhe oder willst du Rösli? Können wir beides machen? Ja, wir probieren es. Stimmt, ja. Also ich probiere es mal schnell von innen nach außen. Das müsste ein Rösli geben. So. Ja, ich finde es nicht ganz perfekt, aber... Doch, es ist mega schön. Also, von innen nach außen. Und das Wichtige ist wirklich, versuchen Sie einen Zug. Und darum wirklich da hinten schön satt drücken. Super. Und jetzt von außen nach innen gebt dann eben eigentlich ein kleines Türmchen. Wunderschön. Naja. So. Ich habe es schon ewig nicht gemacht, wie gesagt. Also, so ein kleines Türmchen, einfach schauen, dass ihr das nicht wirklich
in die Höhe ziehen, dann, weil sonst ist es einfach too much. Es ist so schon genug Topping und genug süß. Ja. Willst du probieren? Ja, ich probiere doch mal so ein Türmchen. Was heißt, du nimmst so den Finger, oder? Ja, also wenn es jetzt so, würde ich das so. Also, mal schauen, wie ich das schaffe. Du kannst es. Danke. Also von außen nach innen ist das Türmchen, gell? Genau. Lass mich die einziehen. Jetzt mit dem Druck. So. Möglichst schlecht, ja. Oh, das ist zu klein. Stopp. Genau. Ja. Schaffe ich jetzt so. Little Brother, Big Brother. Das ist Little City und das ist Princess. Genau. Und am Schluss würde ich nicht ganz schnell abziehen, sondern kurz draufbleiben, noch einmal drücken und dann erst rauf. Damit Ja. so ein bisschen So ein schönes was Hüpfli auch immer. gibt. Gipfli. wenn du wie es auch willst. immer. Das Doch, ist natürlich auch super. ich probiere es gerade nochmal. Jetzt nehmen wir noch so ein Espresso-Böhnchen für oben drauf zum Dekorieren. Und fertig sind unsere Espresso-Cupcakes. Ja, das wäre es gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und danke vielmals Nicole, dass du da bist und mir ein bisschen erzählt hast, wie man so wunderschöne Cupcakes hinkriegt. Ich hoffe, dir hat Spass Danke, gemacht. dass du mich gefragt hast, zum dabei sein. Das war cool. Danke. Sehr gerne. Und schaut doch mal bei der Nicole vorbei. Der Link ist unten in der Infobox. Es hat auch noch weitere Cupcakes-Rezepte, die sich lohnen. Und ja, jetzt kommen wir noch zum Wettbewerb. Wenn ihr die Melita-Kaffeemaschine möchtet gewinnen, das ist die Varianza, mit der kann man Cappuccino machen, Latte Macchiato, alles Mögliche. Dann lasst einen Kommentar unten unter dem Video und schreibt doch uns, was euer liebstes Rezept ist oder euer liebstes Essen. Und für doppelte Gewinnchancen könnt ihr das Video gerne auch noch auf Twitter teilen und uns markieren, lidlcity.ch oder Adis Little City. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox. Gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Also Dann probieren wir mal. probieren wir doch mal eins. Ich bin gespannt. Und so schön sind fast schon zum Essen, aber Das ist schön fluffig. sehr Cool. gut. Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Süße Sachen. Sehr süß, aber auf einen. Ich finde eine gute Konsistenz wirklich. Ja, das ist auch cool, finde ich, wenn das schön fluffig ist. Hallo, ich bin ein Cupcake. Hallo.